Wir haben erst heute invitiert, für erst als Konzept vorzustellen, das wir an den letzten Monaten entwickelt haben, für energetische Sanierung zu vereinfachen für die Leute, weil wir festgestellt haben, dass das aber ein großes Problem ist. Das ist vielleicht noch nicht das Sujet, den an den letzten Wochen am Montag am aktuellsten war. Wir meinen aber, dass es gerade der Moment ist, für darüber zu diskutieren. Wie weit meinen wir das? Weil wir feststellen, dass wir im Moment eigentlich fast vis-à-vis von drei großen Krisen sind. Wir haben zum einen die ökologische Krise, das wissen wir alle gut, dass wir als Emissionen von Treibhausgasen müssen reduzieren. Da ist vielleicht der Punkt von der energetischen Sanierung nicht den allergrößten Punkt, mit der Sache so, dass 12% von den Emissionen aus dem Sektor Bâtiment kommen. Und dass auch am Plan von der Lützeburger Regierung für eben die Emissionen zu reduzieren, dass doch vorgesehen ist, dass sie großen Teil von der Menage müssen ausspuren. Und da ist natürlich die energetische Sanierung aber ein Punkt, wo du relativ einfach aber schon mal wir Emissionen anzuspuren. Aber wir wissen, dass in den letzten Jahren die Emissionen zu Lützeburg nicht hochgegangen sind, aber sogar weiter hochgegangen sind. Dann ist es klar, dass wir eine Strategie brauchen, für dem entgegen zu wirken. Die zweite Krise, vor der wir stehen, das ist die Sozialkrise. Das ist auch nichts Neues, auch wenn es an den letzten Monaten und den nächsten Monaten wahrscheinlich noch wird verstärkt gehen. Das Armutsrisiko klemmt, und das ist natürlich ein von den großen Punkten aus dem Logement, ganz klar. Und in dem Kontext ist es natürlich auch interessant, schon mal feststeht, mit Männern ankommen, wenn sie zumindest hier Chargen für zu hützen und so Kinder ein bisschen aufdrücken. Und das ist aber im Moment nicht der Fall. Durch den ersten eine doppel Inegalität von Leuten mit Männerrevenu, weil zum einen eben gerade die Chargen für zu hützen ja nicht gestaffelt sind, sodass sie quasi wie ein indirekt Tax funktionieren, die Leute mit Männereinkommen mehr stark treffen, wie Leute mit höherem Einkommen. Und gleichzeitig sind es auch die Leute, die oft an realen, an schlecht isolierten Wohnungen leben, und da wenn sie eben noch mehr hützen müssen, an mehr hohe Chargen haben. Die Inegalität wird noch ein bisschen verstärkt gehen, wenn an den nächsten Monaten sollte eine CO2-Steuer angefordert gehen, wodurch die Leute dann noch ein bisschen bestraft gehen, dafür, dass sie an schlecht isolierten Wohnungen leben. Die Dumm sind natürlich auch die Lokatare bei der Sache, weil du gibt zwei Möglichkeiten, wenn sie an einer schlecht isolierten Wohnung leben, dann haben sie hohe Chargen für zu heizen. Oder wenn der Proprietär eben die Wohnung isoliert, dann ist der Kapital investieren Blut gegangen, da kann noch die Leute erheben. Das heißt, egal wie bezahlt der Lokatär das. Der dritte Punkt ist mehr aktuell. Wir wissen, dass wir schon in einer Wirtschaftskrise sind, und die wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen verstärken. Der Chômage klimmt schon. Ein Sektor, der natürlich gelitten hat an den letzten Monaten, das ist der Sektor vom Handwerk. Das sind oft wie kleine lokal-regionale Betriebe, die es schwer haben und die sich wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen oder Monaten nicht mehr können so abfangen, wie das war, weil auch die Leute eben mal ein Einkommen hatten und vielleicht noch nicht gewollt sind, unbedingt viel zu investieren, sodass auch die Betriebe es schwer haben. Und, mehr als die Links ist sowieso der Meinung, dass am Fall von einer Wirtschaftskrise echt muss über den Mond eine Relance machen. Also dass wir meinen, dass das eigentlich nur der richtige Moment wäre, für wirklich eine Strategie zu entwickeln, dass die Leute mehr einfach kriegen, für energetische Sanierungen durchzuführen, sodass eben auch die kleinen Handwerksbetriebe mehr Aufträge kriegen. Was ging dazu führen, dass Plätze gesichert gehen, vielleicht sogar Plätze geschaffen gehen, dass einfach die Formation professionell in dem Bereich vielleicht mehr revalorisiert wird und dass der ganze Sektor voilà, ein bisschen mehr revalorisiert wird. Das sind eben die drei Urgenzen, für denen wir im Moment stehen, die ökologisch, die sozial und die wirtschaftlich. Und die hängen alle gut zusammen. Und die werden sich nicht
an nächster Zeit einfach so lesen, wenn man nicht als staatliche Intervention, also ohne staatliche Intervention, du gehst gehen. Das Problem ist, dass die Regierung im Moment eine Strategie führt, die echt der Gegenteil geht. Die Regierung setzt vor allem auf Privatkapital und auf Subventionen, die sind aber auch nicht sozial gestaffelt, sodass es dazu führt, dass die Leute, die die Möglichkeit haben, Investitionen zu machen, die kriegen dann noch Primen an die Leute, die nicht können oder nicht wollen, weil sie sich nicht sicher spüren, die Investitionen zu machen, die können dann auch nicht von den staatlichen Subventionen profitieren. Das erklärt auch, wie weit an den letzten Jahren der Klimaprä relativ wenig bis quasi gar nicht an Anspruch geholt ist, weil eben die Leute, auf die es aufzielt, nicht konnten davon profitieren. So dass es im Moment so ist, dass der Fett, dass wenn ich will Energie ansparen, dass das echt ein Luxus ist, und wir meinen aber als die Link, wenn wir wollen den Klimawandel bekämpfen, dann darf das kein Luxus sein, aber da muss jeder die Möglichkeit kriegen, eben sein Teil dazu beizutragen, für Energie anzusparen. Und dafür brauchen wir eben ein staatliche Investimenten für eben jeder auf seinem Niveau zu garantieren, dass er sein Teil kann dazu beitragen. Und da wünschst du mir eben ein Konzept entwickelt, das schon ein paar Monate alt. Wir hatten auch schon eigentlich im Dezember eine Motion an der Chambre angeregt, für darüber zu diskutieren. Die ist demnächst ein bisschen am Tierrang verschwunden, wie das so geschieht. Das begrüßt gehen dann aber verschwunden. So, wir sind aber optimistisch, wenn wir auch gestern gesehen haben, neue Leute gesetzt, dass die Regierung aber offen ist für unsere Ideen an die Gären haben sie überhüllt, sodass man erst dann hautnah wollten als Konzept ein bisschen erklären, an der Hoffnung, dass das dann noch vielleicht überholt wird. Und das wird dann der Gary vorstellen. Genau. In der Tat setzt die Regierung im Moment weiter just auf eine Incentive-Strategie, das heißt, wir bieten mehr Primen an, an der Krise, für eben noch dort Handwerk zu unterstützen. Also das ist nämlich ein ähnlicher Anhaltspunkt wie Eisen. Just, dass sie am Anfang da weiter Ungerechtigkeiten verstärken, die am Anfang sowieso schon Wohnungsmarkt bestehen will. Ich weiß ja, dass 236 Millionen von den Edo-Logements, die bei Proprietären, für das sie sich etwas können kaufen, und es sind 10 Millionen, die als Subvention Loyer und Lokatäre geht. Und das ist die dynamische Philosophie, auch bei den Eden für die energetische Sanierung, die können investieren, die kriegen noch weiter Eden, die Prä kriegen bei der Bank, die kriegen fleißig Eden, an die am Anfang gar nicht sowohl das Finanzialkapital wie auch das Kapital sozial und kulturell für das so ein Projekt wie so eine energetische Sanierung umzugehen, die bleiben am Anfang am Mund und kriegen nicht Recht auf Komfort und Recht auf Beitrag zum Klimaschutz. Mit dem Programm, wo im Moment eben unter dem Label Primhaus lebt. Die Lenkalternative ist am Gegensatz dazu ein öffentlichen, ökologischen und sozialen Altbausanierungsprogramm, wo der Staat und Gemengen mehr dohannert sind, eine viel mehr Aktivrolle holen, für gewissen Ziele zu erreichen, am Platz, dass sie auf Privatleute warten, und just Püpp machen, also ich meine Broschüren und Publizität sind immer genug, aber am Endeffekt wissen wir ja, Carol hat schon gesagt, just 26 Leute von der Klimabank profitiert. An 2-3 Jahren. Wir hatten die froh gestaltet und das ist am Anfang ein totalen Eschek.
Aber wenn da weißt, dass aber die Regierung will 6.000 Sanierungen pro Jahr gesehen, dann wissen, dass du einen großen Ekart hast zwischen Wunsch und Realität. Dafür denke ich mehr, dass über so ein Programm, das wir proposieren, dass du muss ein Mittel, eine langfristige Strategie ausgeschafft gehen, die prioritär die Wohnungen visiert, die am schlechtesten isoliert sind, und die auch bewohnt gehen von den schwächsten Menagen, die am meisten Moyen haben, für am Anfang selber so etwas umzugehen, und die auch Wohnraum gönnen als Invest können, weil sie nicht das Kapital haben, für daran zu investieren. Für das möglich zu machen, brauchen wir den Mix von non remboursable, vielleicht ähnlich wie das, was wir bei Primhaus auch haben, das sind einfach Subventionen, aber auch Eden, die remboursabel sind, ob je gestaffelt je nur Revenu von den Leuten, und auch gestaffelt je nur dem Anspurpotenzial, was dann da ist. Das heißt, das, was du chargen, Anspur und Energie, das kannst du dann zurückbezahlen auf die Ede remboursable. Am Platz, an die Eden, die kommen aus einem öffentlichen Finanzierungspool, am Platz, dass sie bei Banken müssen mit festen Tranchen zurückbezahlt gehen. Für das in das kann machen, muss in der Woche Gemengen an die Sozialakteure um Terra abbannen. Gemenge wissen, wer Häuser zum Teil aus dem letzten Lachpfeife sozusagen, aber auch Sozialakteure wie ein Office Sozial oder wie all die 28 Akteure aus der Gestion lokativ sozial, wo ja lang da jetzt über 1000 Wohnungen beim Proprietär lohnt und sozial schwach Leute weiter verlohnt, die kennen Häuser. Die wissen, wer Häuser nach eng E-Fach-Verglasung haben. Die wissen, wer Häuser nach Masutzheizungen haben. Und die können da dann von der Melle für an den Programm, dass da dann das Programm abgeholt wird. Und Carol hat gesagt, wir wollen mit dem Programm auch Handwerk valorisieren, Handwerk aus der Gegend, dass sie auch prioritär an so ein Programm abzugehen, weil wir mengen, dass die Arbeitsplätze, die dadurch stabilisiert, aber am besten noch weiter geschaffen gehen, Kehrstück sie von einer ökologischen Transition, die sozial gerecht ist. Muss ich sicherstellen bei der ganzen Sache, dass das aber auch nicht dazu feiert, dass den Lokatär Leuen und Blut gesagt kriegt dadurch. Aber da gehen dann ganz viele Sachen und darüber werde ich drüber gehen, die da können intervenieren und das sicherstellen. Für was also gerade so ein Programm? Ma op der enger Seite an enger sanitärer Krise, wo man vu Lockdown vu Quarantän schwätzen, also eigentlich net vu Mut will lo zu so man muss gucken, dass die net an engem Haus mat Guard wohnen, wo gut isoliert das sind die net dubel bestroft gin an so enger Krise, muss am Heich Summer schlecht isolierte Wohnungen oder am Heichwand schlecht isolierten Wohnungen angespart gehen, je nachdem, ob sie von einer Quarantäne oder einem Lockdown betroffen sind. Wenn das eine Reileitung, das müsste nur leben an der letzten Zeit, an die Quarantäne als noch immer für verschiedene Aktualität. Mit der anderen das auch eben, dass die, die nicht am Überfluss leben, und noch, das auch schon gesagt, die, die nicht am Überfluss leben, die zecken am Moment Investimenter zu machen, weil sie vielleicht selber mal Revenu haben oder einfach weil sie dann sich tun, kriege ich die Prä in Zukunft zurückbezahlt, kann ich langfristig das stärken. Das heißt, wenn wir nicht mit so einem Programm intervenieren, dann verschärfen wir die aktuellen Krisen, Klima, Ökonomie, Emploi und Logement. Dafür gesagt unser Programm ein Pool von öffentlicher Finanzierung für, den zusammen gestaltet wird aus verschiedenen Quellen und nicht nur zurückgreift auf Banken. Banken auch, gerade wo vielleicht die Zinsen nicht hoch sind, sollen da natürlich auch eine Source de Financement sein, aber wir müssen das erweitern durch öffentliche Fonds,
Ein davon aus dem Kyoto-Fonds oder den Fonds Klima-Energie, der auch durch ein Gesetzesprojekt soll weitergehen über sein Spektrum. Da sollen Suen für das Programm zur Verfügung gestellt gehen, natürlich aus dem Staatsbudget, wie es schon ist. Und dann muss ich auch wissen, dass in einer ganz Reihe Gemengen, noch wenn das ganz disparat ist, eine ganz Reihe Gemengen schon, ob die Prämie vom Staat bis zu 50% beilegen oder gehen da sogar die 75% beilegen. Alles das sind also Pool von öffentlicher Finanzierung, den mit dem heutigen Programm viel mehr cibliert soll ersetzen, für auch wirklich Ziele zu erreichen, die ich gesagt habe. Weil wenn in die 6.000 Wohnungen pro Jahr will erreichen, da muss ich identifizieren, wo in die erreicht, welchen Anspruchspotenzial in dem da will und nicht das bisschen dem Zufall lieber los will an den Büsch rausrift und dann hofft, könnt er zurück, was er will. Ein Kehrstück von dem Programm ist einen neuen öffentlichen Träger am Wohnungsmarkt, am Markt von der energetischen Sanierung. Das wäre Service Public de l'Habitat, den eine Reihmission kann haben, mit der für allem an diesem Bereich von dem Programm 2 Hauptmissionen tun, da den das zwischen den Akteuren zu koordinieren, ne, durch die sozialen Gemengen an zum Beispiel Gestionnaire de Location Sociale, an einer sozial Wohnungsträger, an den Avore Conseil Energetik, eine Energieberodung der Leute direkt kann bieten, auch von A bis Z kann bieten. Das ist doch die Leute, die nicht mit so einer Broschüre wie von Primhaus da eins gehen oder mit einer englischsprachigen App, die in 2 Ballsprachen kann programmieren, die sollen können begleitet gehen, wenn es darum geht, wie ist richtig für das, was ich will machen, für das, was ich soll machen. Lohnt es sich, mehr an den einen Modus zu gehen oder mehr an den anderen Modus zu gehen. Da gibt es immens viele Optionen bei den Primhausen. Und da kann ich nicht von jedem verlangen, dass er ohne Begleitung die Decisionen kann holen. Das heißt, die soll wirklich eine Begleitung sur mesure geben, den der Service Public de l'Habitat eben soll bieten. Wir haben das ja gesagt, dass wir fanden, dass da doch Arbeitsplätze kreiert. Der Chômage ist am Gang in enormen Klut zu gehen, vor allem bei Jungen. Wir wissen, dass man mit so einem Service nicht unbedingt ganz kurzfristig das ganze Chômage-Problem gelöst kriegen. Aber so ein Programm kann aber auch kurzfristig intervenieren für an der Formation, für zum Teil an den Lehrern und so weiter, da zusätzliche Mesuren anzurichten, für allem auch das langfristige Ziel zu erreichen von einer ökologisch sozial gerechter Transition. Wenn wir die Leute nicht tun, die am Handwerk können schaffen, an die 6.000 Wohnungen pro Jahr dort sanieren, dann da kommt man nie bei mit den Zielen, wo wir es gehen haben. Den Bausektor also sich schon relativ saturiert mit den Moyens, wo sie haben. Und dafür braucht an sie sicher noch Leute. Und die sind aber nicht da, die sind nicht formiert. Und da muss das Programm hier soll dazu beitragen. Wir haben von den Lokateuren geschwärzt, wie will man sicherstellen, dass die Lokateuren auch von diesem Programm profitieren und nicht noch weiter penalisiert gehen oder eben weiter das schwächste Glied im Wohnungsmarkt sind. Es gibt auch keine Wunderlösung, weil ich auch die Lokateuren nicht einfach so und ich werde heute die Fassade von meinem Haus renovieren, auch schon gar nicht an einer Residenz, wo es 4 Parteien oder 20 Parteien muss ich verzeigen für eine Fassade zu isolieren. Aber es gibt aber eine ganze Reihe Sachen, die ich kann, vorgesehen mit dem heutigen Programm. Da dient das, dass man hier an eine andere Richtung geht, wo nicht nur den Proprietär sich meldet, ich will etwas machen. Aber sie auch andere soziale Akteure und sind Gemengen, die das können melden, für das dann ein Programm abgeholt wird. Und auch ein Lokatär kann bei denen Stellen so, ich wohne an einem Haus, da kann noch etwas gemacht werden, kann der nicht probieren, den Proprietär dort zu verzeigen, hin zu begleiten, und das vielleicht, da gibt viele Gründe, für was der Proprietär das nicht möchte. Das kann das Alter sein, das kann die Information sein, das kann
Und da kommen Broschüren an Puppen noch nicht unbedingt immer aber den direkten Weg, der Kind kommen. Ganz wichtig ist es, dass die Subventionen, die hier intervenieren, aus dem Kapitalinvestie müssen rausgerechnet gehen. Das sind ja nicht den Proprietär investiert suchen, die da rauflesen, dafür kann er auch nicht da eine Rendite von 5% drauf reklamieren. Ja? Und so denken wir, dass wir schon sicherstellen, dass sie auch echt Logementer davon betrifft, dass wir da sicherstellen, dass kein Loyer abgeht, weil die meisten schon zu hoch aufgrund vom Kapitalinvestiv, wenn wir von Wohnungen aus den 50er, 60er, 70er Jahren schwätzen, dann dass ja die meisten Leute im Moment schon zu hoch und dann muss ich da sicherstellen, dass kein Haus vom Loyer könnt, in anderem dadurch, dass in Subventionen raushält. Weitere Faktor als Chargen muss sicherstellen, dass der Proprietär ein Rückkalkül von den Chargen direkt möchte. Die muss ja alle Jahre in Dekont gemacht gehen, aber da soll ich nicht ein Jahr warten oder darauf warten, dass der Lokatär sein Dekont muss reklamieren. Er soll ihn dann auch mein Proprietär, den dann Bayer ist, auch sicherstellen, dass den direkt ein Rückkalkül von den Chargen möchte. Und dann für verschiedene Härtefälle, wenn aber GIF eine Augmentation vom Loyer vielleicht intervenieren, also ausstoßen, und das vielleicht gerechtfertigt wäre am Kapitalinvestie, wird mehr als auch dafür ersetzen, dass den aktuellen Gel von den Loyers über den 31. Dezember 2020 soll verlängert gehen, für das nicht eine unerwünschte Konsequenz heraus Kind gehen für die Leute. Voilà, das sind das Grundausrichtung von dem Programm, den wir hier vorschlagen. Wie gesagt, es geht darum, nicht die Ungerechtigkeiten, die im Wohnungsmarkt schon bestehen, noch zu verstärken, aber wirklich aktiv, nicht passiv mit Incentives, die all die Krisen umzugehen, die wir erst erwähnt haben, auf denen dieses Programm soll antworten. Voilà. Wen hat die erste Frage? Ja, Herr Holl. Das Konzept hängt ziemlich klar, merci für die Explikationen. Es gibt just der Frage, ob ich kann das Konzept chiffrieren. Einerseits, was wird 6.000 Situationen am Ziel, was sich die Regierung gesagt hat, aber wie